Tom Bauer liest aus seinem Buch Kriminelle Geschichten. Märchen der Gebrüder Grimm. In Versform, auf Bayerisch. Naja, und ein bisschen modernisiert. Rosa hat's zwar geheißen, aber Röschen sagt's dazu. Rosa deswegen, weil der Name, der passt zur Farbe für ihre Schuhe. Ja, war das jetzt ein Buberl geworden, wie taten sie den wohl nennen? Wahrscheinlich hätte er hellblau geheißen, da ist ein Rosa dann noch schöner. Und am Tag genau, nach 100 Jahren, da kommt der Prinz daher getrabt. Das kommt ja nicht oft vor, da haben die schon auch die Stusel gehabt. Und freundlich war der. Jeden, wo er trifft, tut er schon grüßen und bleibt auch grad da bei den Rosen stehen. Wahrscheinlich hat er ein bisschen müssen. Doch hat er kurz drauf die Idee. Ja, so möchtest du zur Oma gehen. Hast kein Blärme nicht dabei. Da drüber gefreut sich alle zwei. Wenn du schaust, zeigst links und rechts vom Weg so wunderschöne Blärmerl stehen. Für einen Strauß sind sie ideal zum Brauchen. Ein paar, die kann man sogar rauchen. Ja, du drehst den Schwammerl noch mit rein. Ich sag das haut ganz schön. Geh Oma, schau dir mich an. Ein Damenbart hast du aber schon. Doch jetzt hast du Haar sogar am Hirn. Jetzt darfst du dich echt einmal rasieren. So weiß ist ihre Hauptfarbe gewesen, dass die Mutter nur eine Sorge hat. Dass die Kleine am Weg zur Schule einmal der Schneepflur zusammenfällt. Wie die Zwergerl zurückkamen, haben sie gleich geschrieben, Schneewittchen ist gestorben. Das kann doch nicht lang her sein, sagt er erst. Die ist noch warm. Dann bauen sie einen gläsernen Sarg für sie. Zum Eingraben ist er sauber schade. Gut, dass einer von den Zwergen wo in der Gloserei ausgeholfen hat. Plötzlich stehen sie vor einem Häusl. Ganz aus Brot war das gebaut. Das Dach aus lauter Kuchen gemacht. Klar, da haben sie geschaut. Wenn du mich fragst, haben sie das Schwarze gebaut, sagt die Gretel irgendwann. Die Wind aus Brot, wenn's Gemeinde wisset, so steht's nicht im Bebauungsplan. Und gesprochen hat's ganz wie das Zeug wie Knusper, Knusper, Gneisel. Was seid's denn das für Rotslöffel und Schräfe zusammen im Häusl? Möcht hast du ins Volkfest gehst mit mir und auf der Bierring hocken neben dir. Möcht aus dein Weißbierstutzen trinken und mit dir da als Prosit singen. Kann man auch so einen Teller essen, weil wir nachher gerade noch abspeien müssen.